Die Lila hockt hinter einem Baum, ganz alleine. Sie versteckt sich und will am liebsten gerade mit gar niemandem mehr reden. Was hat sie echt? Ich habe heute am Nami am Hopp seine schöne Sandburg im Sandkasten kaputt gemacht. Zuerst hat es mich einfach gelustet, den Turm umzuschiessen, und am Schluss habe ich die ganze Sandburg vertrampelt. Zuerst habe ich gelacht, aber schon gleich ist es mir nicht mehr so gut gegangen. Ich spüre in meinem Bauch, dass ich etwas gemacht habe, was ich nicht hätte sollen. Ach so, das beschäftigt Lila dieser Weg. An dieser Sandburg hat der Hobbs mega lang gebaut. Ich kann verstehen, dass es Lila nicht recht ist, dass sie sie einfach kaputt gemacht hat. Was soll ich auch noch mal machen? Der Hobbs wird vielleicht gar nicht mein Freund sein, wenn er das herausfindet. Soll ich einfach sagen, es war es nicht gewesen? Aber das ist irgendwie auch nicht gut. Ich weiss was. Ich sage es doch von Jesus. Jesus, du weisst, dass ich die Sandburg vom Hobbs kaputt gemacht habe. Und jetzt tut es mir fest leid. Ich wollte das eigentlich gar nicht wollen. Und ich weiss auch nicht, ob ich es am Hobbs sagen soll. Und ob er dann noch mein Freund sein will. Danke, dass du mir hilfst. So hat Lila gebetet. Schon nur das Reden mit Gott hat Lila gut getan. Plötzlich ist ihr in den Sinn gekommen, was auch bei ihrer Mutti und ihrem Vater sagen, wenn ihr etwas Dummes ist passiert. Sie sagen, vergeben und vergessen. Und ich habe die gleich noch gern. Und dann gibt es meistens sogar noch eine Umarmung. Ist das nicht gerade das, was Lila in der Geschichte vorher hat gelesen? Dass sich Gottes Liebe zu uns nie verändert? Dass Jesus durch seinen Tod am Kreuz alle unsere Fehler auf sich genommen hat, weil er uns so fest liebt? Niemand auf dieser Welt ist so perfekt, dass er Jesus nicht brauchen würde. Aber dank Jesus ist uns alles vergeben. Wir dürfen die Ewigkeit im Himmel verbringen. Und er hilft uns auch schon hier auf der Erde. Jesus hilft uns, wenn wir einen Fehler gemacht haben, und vergibt uns. Und auch wir dürfen anderen vergeben, so wie es Jesus gemacht hat. Lila hat plötzlich gewusst, was sie machen will. Jesus, bitte vergib du mir, dass ich das gemacht habe und die Burg vom Hobbs kaputt ist. Amen. So, und jetzt will ich zum Hobbs. Hobbs! Lila, hier bin ich. Was willst du? Hobbs, ich muss dir etwas sagen. Ich habe etwas Doofes gemacht. Was denn? Etwas im Sandkasten. Doch nicht etwas mit meiner Sandburg. Mal, Hobbs, ich habe sie kaputt gemacht. Extra. Aber dann hat es mir so leid getan. Excuse, Hobbs. Oh Mann, Lila, so gemein. Meine schöne Burg. Ja, ich weiss. Entschuldigung. Soll dir helfen, wieder eine neue zu machen? Ja, also gut. Der Hobbs hat gerade einen Moment gebraucht. Er war traurig und auch verrückt auf die Lila. Die beiden haben angefangen, eine neue Sandburg zu bauen im Sandkasten. Die Lila hat vollen Einsatz gegeben und hat so gut sie konnte mitgeholfen. Nach einem Zeitchen hat der Hobbs gesagt: Danke, Lila, dass du mir hilfst. Vergeben und vergessen. Ich habe dich gleich noch gern. Bist du immer noch mein Freund? Ja, sicher. Ich bin dein Bruder und dein Freund für immer. Lila, ihr Herz ist wieder ganz leicht geworden. Am Abend vor dem Einschlafen hat sie nochmal mit Jesus geredet. Danke, Jesus, dass du mir liebst. Danke, dass du mir alles vergisst und dass ich gerne zu dir kommen darf, egal was für einen Kabis ich gemacht habe. Und danke, dass der Hobbs und ich immer noch Freunde sind. Amen.